Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, heute zum, was ist es? 9. Bundesligaspieltag gegen Leipzig? Ich glaube, oder? Nicht alles täuscht. 10. Bundesligaspieltag. Da haben wir den Salat. Ja, wie ihr es vielleicht hört, ich bin ein bisschen erkältet. Von daher wird das heute ein etwas kürzerer Talk werden. Erstmal, ich denke, wir haben, ja, zumindest von den Tore her ein interessantes Spiel gesehen. 6 Tore, also von daher alles gut. Wenn man allein die Torchancen nimmt, geht das Ergebnis in Ordnung. Ansonsten muss man sagen, aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir das Spiel gewinnen müssen. Ja. Heute hat uns ganz klar unsere Abwehr das Spiel gekostet, ja, meiner Meinung nach. Ja, bevor ich weiter erzähle, gehen wir mal ganz kurz in die Statistiken rein. Ballbesitz 61,6 zu 38,4. Boah, das ist schon eindeutig. Ist aber aufgrund der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit war das wahrscheinlich 50-50. Fouls 5,8, Zweikämpfe 47,7, 52,3. Da waren wir in der ersten Halbzeit noch vorne. Schüsse insgesamt 9,7, Schüsse aufs Tor 5,4, Ecken 10,2, Flanken 16,6. Ja, wie ihr seht, wenn man das allein an den Schüssen und an den wirklichen Torchancen ansieht, geht das Ergebnis in Ordnung. Ansonsten haben wir uns den Sieg heute selber, ja, wir haben ihn selber weggeschenkt. Ja. Gewonnene Zweikämpfe, Alaba 6, Musiala 5, Müller 4. Ja, ist eigentlich schon wieder ein Trauerspiel, dass da Musiala und Müller drin steht. Ja. Und dass man so einige andere Namen da vermisst, ja. Ballkontakte, Süle 112, Boateng 107, Alaba 90. Ja, Süle und Alaba waren unterste Kanone heute. Vorwurf interessiert uns nicht. Torschussvorlagen, Coman sehr stark heute. Müller sehr, sehr stark heute. Und Douglas Costa, ja. Hätte ich mir halt einfach gewünscht, dass der Costa für den Sané schon zur Halbzeit gekommen wäre. Ja, weil der Costa hat Bock, der sieht man, der möchte, der gibt Vollgas. Gnabry war auch wieder so, ja, ob ich da bin oder nicht. Das in so einem Spiel, ja, das kommt noch dazu. Schüsse insgesamt, Müller 2, Levi 2, Coman 2, also von Levi die 2 habe ich nicht gesehen. Keine Ahnung, wo er die angeblich gehabt haben soll. Levi war heute sehr, 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 sehr schlecht. Ja, wie ich schon sagte, zweite Halbzeit, abgesehen davon, dass wir die ersten 5 Minuten verschlafen haben, beziehungsweise das ist einfach schlecht. Also jetzt mal ernsthaft, da steht ein Süle und Boateng, Alter, und der steht genau, die stehen 10 Meter auseinander, der steht genau mittig dazwischen frei. Mal ganz davon abzusehen, dass der Pavard mal wieder nicht in den Zweikampf gegangen ist und mal wieder nicht an der Flanke gehindert hat. Der hindert irgendwie nie jemand an der Flanke, der versucht nur zuzustellen. Wenn man das dann mal mit Leipzig vergleicht, ja, wie schwer wir uns getan haben, mal vernünftig zu flanken oder flanken zu können, ja, weil da immer einer rausgerückt ist, immer direkt einer rein in den Zweikampf. Das war beim Pavard mal wieder gar nicht der Fall. Ja, generell die Viererkette hinten war schlecht, war wirklich schlecht. Ansonsten muss ich leider auch sagen, Martinez war komplett überfordert. Wahrscheinlich hätte der Flick in 60 Minuten spielen lassen und wahrscheinlich hätten wir dann schon 2-0, 3-0 hinten gelegen. Es kam ein bisschen mehr Sicherheit rein oder wir kamen ins Spiel mit der Einwechslung von Musiala. So traurig das ist, dass der Martinez verletzt ist. Martinez war komplett überfordert, weil du den Goretzka einfach gar nicht gesehen hast. Ja. Goretzka, erste Halbzeit war Note 6, Leute. War lächerlich. Trauerspiel. Ja, und Martinez war überfordert. Martinez wurde immer direkt angelaufen von 2 Leuten. Ja, und er war einfach überfordert, das muss man ganz klar so sagen. Boateng heute, generell unser Spielaufbau, die ersten 20 Minuten war er nicht vorhanden. Ja, wir haben nur lange Bälle gepölt. Wir haben in der zweiten Halbzeit zu 50% auch nur lange Bälle gepölt. Immer quer, immer hinten rum, bis der Ball beim Jerome war und der hat ihn diagonal rübergeballert, die alle scheiße waren, die alle zu weit gingen, die alle nicht vernünftig beim Mann ankamen, der wohl abgefangen wurden. Es war einfach schlecht.
Der Einzige, der ein bisschen Spielaufbau gemacht hat, war der Musiala. Und das ist doch traurig, wenn man sowas sagen muss. Das war der einzige Spieler, der nicht immer quer und nach hinten gespielt hat. Ne? Der den Ball mal nach vorne gespielt hat im Mittelfeld, sonst hat das keiner getan. Goretzka kam dann so die letzten 20 Minuten ein bisschen besser ins Spiel, lag aber einfach daran, dass er sich mehr hat fallen lassen, den defensiveren Part gegeben hat und er auch nicht so zugestellt gepresst wurde von Leipzig. Ja? Die haben in der zweiten Halbzeit sich weiter zurückgezogen wie in der ersten Halbzeit, hat man ganz klar gesehen. Hat man ja auch eine Statistik an den Ballbesitzwerten gesehen. Ja, wie ich schon sagte, zweite Halbzeit war mir ganz klar dominant. Mal abgesehen von den... Oh, Alter, da platzt hier der Schädel und der Hals gleichzeitig. Mal abgesehen von den ersten 5 Minuten, danach war Leipzig gar nichts mehr. Leipzig hat sich hinten reingestellt, hat versucht zu kontern. Was legitim ist, ja. Gerade wenn man sieht, wie anfällig wir sind. Ja, das ist meine Analyse. Wie gesagt, ich werde das heute ein bisschen verkürzen hier. Ich werde jetzt auch kurz ein paar Noten vergeben und dann bin ich auch schon durch. Neuer heute sehr, sehr, weiß ich nicht, hat mir nicht gut gefallen. Kriegt eine 4. Das erste Tor geht ganz klar auf seine Kappe. Ja, also ich weiß nicht, warum er, oder wenn er da so rausstürmt, muss er den Ball halt haben. Alte Regel hat er nicht gehabt, kann froh sein, dass er nicht umgetreten hat, dann wäre er mit Rot vom Platz gegangen. Das dritte Tor, ganz ehrlich, der Ball fliegt 1,5 Meter vor ihm durch den Strafraum, da kann man auch mal rausgehen und versuchen, den wegzufausten, ja, meine Meinung. Ansonsten, ja, er hat nochmal 2-3 Mal gut gerettet, von daher war es für mich ausreichend. Ja, oder sagen wir ein 3-. Er hatte da nochmal 1, 2, aber er hat auch noch viele unsichere Dinger gehabt, wo er rausgegangen ist. Ja, ne, wir lassen die 4 stehen. Süle, mangelhaft, Leute. Mit Süle war gar nichts. Boateng war auch gar nichts, ist für mich auch mangelhaft. Also beim ersten Tor, glaube ich, der Süle ist abseits aufgehoben, beim zweiten Tor der Boateng und beim dritten Tor haben sie sich beide angeguckt und waren total Banane in der Birne. Klar, hätte da auch ein defensiver Mittelfeldspieler mitgehen können. Hallo, Leon Goretzka. Der irgendwie auch gar nicht auf dem Platz war, 70 Minuten lang. Pavard war ein bisschen verbessert, fand ich heute. Ja, aber wie gesagt, die Flanke hätte man verhindern können. Man muss ihn aber zugute halten, dass der Sané nicht einmal mit nach hinten gearbeitet hat, gefühlt. Und er da auch immer gegen 2 stand. Und dann ist es natürlich schwer, auf einen drauf zu rennen, wie ein Berserker, wenn er dann den Ball einfach abspielt. Was jetzt beim dritten Tor nicht der Fall war, der war alleine außen. Aber sonst war schon die Regel, dass der Sané nicht mit nach hinten gearbeitet hat oder, weiß ich nicht, an der Mittellinie aufgehört hat, keine Ahnung. Er macht gerade den Gnabry, ne? Weiß nicht, vielleicht sind die mittlerweile so. I don't know. Alaba erste Halbzeit 6. Ja, ganz klar, Alter. Der war nicht einmal auf Position. Wenn ihr das mal gesehen habt, dass wir eine Viererkette gespielt haben, der Alaba stand 10 Meter in der gegnerischen Hälfte, wo der Pavard noch auf Höhe der Innenverteidiger stand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gewollt war. Ansonsten war er teilweise, erste Halbzeit ist er einfach mittig reingelaufen. Weiß ich nicht, ob er gedacht hat, er ist defensiver Mittelfeldspieler. Er war überall, aber bloß nicht auf seiner Linksverteidigerposition. Und dadurch kam Leipzig immer sehr, sehr gut über die Seite eigentlich. Hat mir gar nicht gefallen. Zweite Halbzeit war es gut. Wobei man sagen muss, war es ein anderes Spiel, weil Leipzig nicht mehr so nach vorne gespielt hat. Aber trotz allem hat das in der zweiten Halbzeit gut gemacht. Also von daher würde ich sagen eine 3- insgesamt. Martinez, ja. Wenn wir ihn bewerten müssten, 20 Minuten, muss man einfach heute sagen, es war ungenügend, Leute. Ihr wisst, ich bin der größte Martinez-Fan, war für mich ein Urgestein, aber er wurde heute einfach da komplett allein gelassen und war komplett überfordert. Wo wir auch schon zu Goretzka kommen, ja, es war für mich heute auch nicht ausreichend. Ja, würde ich auch eine 5 geben. Erste Halbzeit war es eine 6. Wie gesagt, die letzte Viertelstunde, 20 Minuten war er ein bisschen besser im Spiel. Dann hat er mal ein bisschen mit nach hinten gegangen. Das hätte ich mir halt von Anfang an gewünscht. Dann wäre so manches Tor nicht gefallen. Aber ja, wenn halt Musiala die drittmeisten oder zweitmeisten Zweikämpfe gewinnt und der Einzige ist, der da Ruhe reinbringt auf der Position, ja, habe ich da kein Verständnis für. Erst recht nicht für die Leute, die Pause hatten. Ja. Sané war Note 6. Da müssen wir gar nicht schön reden, das war gar nichts. Offensiv wie defensiv, 0. Wirklich 0. Ich habe es ja nicht verstanden, warum der Flick ihn 60 Minuten spielen lässt.
Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, Halbzeit, spätestens Halbzeit, Costa rein. Ich weiß nicht, was er auch immer an Gnabry hat. Gnabry und Sané ist für mich ein Level, ne, aktuell. Der Sané ist so ein bisschen der bessere Joker, weil er irgendwie Bock hat, oder Bock hatte zumindest, wo er als Joker kam. Jetzt hat er zweimal von Anfang an gespielt und es war zweimal nichts. Es war einfach 6, es war ungenügend, Leute. Für uns, unseren FC Bayern ungenügend. Und der Gnabry kam rein und es war kein Deut besser. Er hat eine Aktion da mal gehabt. Eine. Junge. Und ansonsten auch nur mit seinem fetten Entenarsch da dumm rumgewackelt, Alter. Bei so einem Spiel, weiß man, da muss man sich aber einfach mal den Arsch aufreißen, wenn man schon nur 25 Minuten spielt. Boah, kein Verständnis für. Coman, mega stark. Mega stark. Ist der einzige auf der Flügel, der konstant ist. Ja, Costa können wir nicht beurteilen, weil Costa immer nur 20 Minuten spielt. Mega stark. Hat die Tore vorbereitet, hat super, super viel nach hinten mitgearbeitet. Genau das, was Sané und Goretzka nicht machen. Ja? Was der Costa allerdings auch macht. Sorry. Von daher würde ich mir einfach mal wünschen, Coman und Costa zu sehen. Wie gesagt, wenn sie Bock haben, sind Goretzka und Sané, ja, wenn sie richtig Bock haben, Weltklasse. Ja, aber ich weiß nicht, entweder haben sie aktuell keinen Bock oder sie können nicht oder sind nicht fit oder was. Ist ja alles gut. Ja? Das ist ja hier nichts gegen die Spieler, aber so eine Leistung muss man dann halt auch nicht schönreden. Ne? Müller, ja, definitiv Note 2. Ja? Wenn nicht sogar eine 1, genau wie Coman. Also zusammen mit Musiala, die drei, die eigentlich in der Offensive wenigstens was getan haben. Wobei man sagen muss, Müller hat noch extrem da noch mit nach hinten gearbeitet. Also gefühlt ist der Müller heute 20 Kilometer gerannt. Das genaue Gegenteil vom Levi. Ja? Ich habe es wieder null verstanden, warum der auf dem Platz war. Ganz ehrlich, dass das einen schweren Stand gegen Upamecano haben wird, war klar. Wie ist der andere? Konate hat ihn auch abgekocht, easy peasy. Und ja, also ich weiß nicht, wofür haben wir die Leute auf der Bank? Ja? Ich weiß es nicht. Okay. So ein Choupo-Moting hätte ich jetzt vielleicht auch nicht gebracht, aber hätte vielleicht den Gnabry mal auf die 9 gestellt, vielleicht hätte er da mehr Bock gehabt oder sowas. Keine Ahnung, aber ja, Levi war eine Note 6, Leute. Ich habe Levi noch nie eine Note 6 gegeben, heute kriegt er sie. Er war nicht zu sehen. Er war nicht zu sehen. Ich habe ihn dreimal, wo er sich fallen gelassen hat, außer im Mittelfeld gesehen, wo er dann außen war. Gerade, wann war das? 85. Minute oder sowas. Hat er ja nochmal die Chance gehabt, wo er einfach ein eigensinniges Arschloch war. Er hätte den Ball direkt weiterspielen können. Das war eine mega Kontergelegenheit. Nein, dann muss er den Ball annehmen, muss die gucken, drehen, 500 Mal laufen und dann war alles zugestellt. Also, ja, keine Ahnung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, den Spielern hat das eher geschadet, dass sie eine Pause hatten, als dass es genützt hat. Ja, ist gerade auffällig bei den Leuten, die eine Pause hatten. Sehr komisch. Gut. Musiala habe ich schon gesagt. 17 Jahre, bärenstark. Und gerade auf der Position auch. Dass er aber auch so gut den Achter gibt. Ich würde ihn hier als Sechser bezeichnen, auch wenn er das heute teilweise gespielt hat. Da hätte ich mir halt eine klarere Rollenverteilung gewünscht, dass der Goretzka gesagt hätte, yo, ich mache jetzt den Sechser. Oder man hätte halt einfach den Rocker mal reinbringen sollen für den Goretzka. Das ist ein Sechser und wäre gut gewesen. War leider nicht der Fall. Vor allem hätte er uns viel, viel mehr Ballsicherheit auch gegeben, der Rocker. Habe ich auch nicht verstanden. Ich meine, ja, klar sind das gute Spieler, Goretzka und Lewandowski und Garanten für den Erfolg. Aber wenn sie nur mal einen scheiß Tag haben und keine Form haben, ja, dann nehmen sie doch vom Feld, Alter. Jetzt mal ehrlich. Habe ich nicht verstanden. Generell das defensive Mittelfeld beim ersten Tor, ja, es war nicht vorhanden. Ja? Das defensive Mittelfeld war heute irgendwie gefühlt 75 Minuten lang nicht vorhanden. Das hat dann eher so der Musiala mitgemacht. Ja, Trauerspiel, meiner Meinung nach. Gnabry, haben wir schon gesagt, war für mich, ja... Ja, ich kann nur eine 5 geben, Leute. Es war mangelhaft. Also wenn ich 26 Minuten nicht auf den Platz komme, dann muss ich wenigstens brennen, Alter. Dann muss ich wenigstens brennen. Das Gefühl habe ich wieder nicht gehabt. Wieder nicht. Beim Costa habe ich das gehabt, 7 Minuten, lächerlich. Ja? Den hätte man viel eher bringen können.
müssen, meiner Meinung nach. Chris Richards hat es richtig gut gemacht, auch wenn es nur 10 Minuten waren oder 8 Minuten. War total unaufgeregt als Innenverteidiger, ja. Hätte man vielleicht auch schon mal vorher drüber nachdenken können. Ja, weil beide Innenverteidiger waren heute auch richtig schlecht. Gut, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, heute leider ein bisschen kürzer, Leute, verzeiht mir das, aber ich bin echt fertig. Nichtsdestotrotz, wir können mit dem Punkt leben, würde ich sagen. Wir können ja nochmal kurz einen Blick auf die Tabelle schmeißen. Aber das ist ja alles irgendwie unentschieden geworden. Könnte ja der Spieltag der Leverkusener werden. Wenn die irgendwie gewinnen sollten. Ich weiß gar nicht, gegen wen die spielen. Wir haben unseren ersten Platz gehalten. Ja. Dortmund hat nur unentschieden gespielt. Ich glaube, Wolfsburg auch nur. Und ja, gut, aber das interessiert uns ja auch nicht eigentlich. Hatte ich gedacht, das spielt sich hier zwischen uns dreien ab. Bald sind die Leverkusener mit dabei. Vor allem, wenn sie gewinnen. Ja, und wie ich schon sagte, Fazit von der ganzen Geschichte heute. Heute passt der Spruch, dass der Sturm Spiele gewinnt. Die Abwehr Titel. Auch wenn wir das Spiel heute nicht gewonnen haben, die Abwehr hat halt heute die Titel verloren. Ja, die Abwehr war heute einfach nicht vorhanden, Leute. Die war nicht vorhanden. Ja, gut. Ich wünsche euch schönen Nikolaustag. Lasst euch, ich hoffe, ihr kriegt keine Route geschenkt. Ansonsten lasst euch reich beschenken. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund und wenn es mir einigermaßen geht, hören wir uns im Champions League Spiel wieder. Ansonsten erst am Wochenende, wo ich das Champions League Spiel dann mit reinnehme. In diesem Sinne, bis dann. Ciao.